En we zijn aan. We zijn aan dat hij wat een machtvolle bereidschap zijn. Voor die ding wordt naar ons te brengen. We zijn aan. Zijn dat wordt in die naam van Jezus. Amen. Dank Shane. Goedemorgen alle. Ik voel me wirklich geëerd dat ik kan hier boven staan en de boodschap brengen vandaag. Dat is een bijzondere anerkennung voor mij in de eer. En ik schrijf Edward vandaag en zei hem dat dankzij voor mij vertrouwen. En irgendwie glaube ich noch nicht, habe ich immer noch war ein klein bisschen nicht so schlecht geredet, dass sie mich hier nicht wollen haben. Pass ich auch immer so abwehr, dass ich den hier nicht vor so schlecht behandeln oder streng reden. Aber von war ich vielleicht ein bisschen strenger. Wenn ich sie hier nu al eenmaal gewaast en veel meer mensen thuis, ik zei, ik wil al abstoen als ze vroeg was irgendwie van Bolivien hier weer. So, ik voel me al een beetje Bolivianisch. Ik wil al tereré drinken en mate drinken. So, dat komt al wieder. So, wir wohnen in Kanada, in Arborg, Manitoba, von dem wir uns noch nicht haben. Und wir sind dankbar, dass wir hier sind. Wir haben, ich und meine Frau, wir sind beide hier, Gott sei Dank, dass sie auch hier ist. Und wir haben drei Mädels. Drei Mädels, die älteste ist 23, die jüngste ist 19. Und die dienen Gott mit ganzem Hart. Und wir sind sehr gesegnet. Uns geht es schön, wir leben uns. Und das ist wunderschön, was Gott in uns leben hat. Wir fühlen wirklich sehr gesegnet. Wir sind sehr gesegnet, dass wir hier unser Jüngchen sind. Für dass wir hier in Bolivien sind, wie wir auch in Paraguay. Versteht ihr? Und wir sind durchgesegnet. Die Arbeit, was wir hier tun, ist die Männer in die frühen Encounters anleiten. Und wenn du noch nicht durchgewasst bist, dann freu bloß tun, was du gewasst sind, und freu den aus dieses Kummer nicht. Und die wollen die all sein, was steht mir dort. Und ich glaube, das ist für mich ist das ein wunderschönes Belebnis. Jedes Mal, wenn ein Mann oder eine Frau Freiheit kriegt in Christus, wenn das alte Leben, was uns herumschleppt, Sachen, was wir im Leben belebt haben, was die uns belasten hat, schwer merken hat, wenn wir dort irgendwie loslassen, dann ist ein großes Ding, was Gott beschafft hat. Und so, wenn ich einen Part von der Freiheit sein, was du beleben hast, dann sehe ich Gott für einmal dankbar für. Dass ich ein kleines bisschen, ein kleines Part an dort haben, was du hast. Und du hast vielleicht einen Part von einer anderen Person. Und so, wir haben alle einen beten Part an, die Menschen rammen uns, sein nur an Gott zu bringen. Nicht so? Und du sind ein Werkzeug, wir sind ein Gerätschaft, was Gott brauchen will, um den Nächsten sein nur an Gott zu bringen. Der Heilige Geist, der lehrt uns, dass wir so werden, als Jesus ist. Der Heilige Geist tragt uns und lehrt uns und führt uns. So, wenn wir noch nicht so luten als Jesus, dann hast du noch Arbeit. Der Heilige Geist wird die nicht hochluten. Und dort aus dem, wo gehorsam wir sind, wo ehrlich wir sind, wird er uns führen. So, von der will ich ein bisschen reden über Demut. Oder falsche Demut. Von beides. Wenn ich die würde fragen, sag mir mal, was ist Demut? Was wird sein? Demütig, das Wort demütig sein, Demut, ist vielleicht ein bisschen schwer zu erklären, nicht so? Was ist das? Wo sitzt das? Wie kann die vielleicht sein, wo das sitzt, wenn du demütig leben lässt? Aber dort mal zu erklären, ist ein bisschen schwer. Wenn ich würde sagen, ich sie demütig. Kannst du mit Wahrheit sagen, dass du demütig bist? So eine Frau hat mich manchmal gestellt. Paulus sagt, einmal war, fing wir dort in seinem Brief, wo er die Kirche sagt, dort so leben als ich da. Gut mir heran. So glaubt ihr, wie Paulus dann demütig, wenn er dort sagt?
Oder wie er mit Fall von sich selbst. Wann ich soll so leben, als Paulus leben leid. Nee, ich glaube ganz rein, Paulus hat ein gesundet Selbstwert. Nicht zu hoch, nicht zu leicht. Als ich abwas, dann wieder einmal ein Prediger in die Kirche. Wenn er dann abkommen will, die Botschaft bringen, der hat dann so ein großes Pulpit, so ein kleine vielleicht auch. Zumindest diese Kirche nicht so ein Haf. Aber, die lehnen sich dann einmal so Eva. Und dann hat er für eine ganze 5 Minuten zu sein, was von ein kleiner Mensch er wird, was schwach er sich fühlt, was von warm er wird, und wo er probt, in alle Demut, will er proben, ein Wort zu bringen. Nur die 5 Minuten, dann ja kann mir rüber gehen, wenn das nicht anhält mit die Tod, will ich danach nur die horchen. So, aber er probt sich rauf zu reden, ganz durch, dass wir wollen glauben, irgendwie, dass er auch durch wird. Und so, da wir fertig. Vielleicht nicht gut hier boven, wenn wir selbst zu anderen Menschen reden, aber das ist interessant, wir fertig von uns, wie ganz ans Rauf reden tun, das ist hier auch mal wenig, ich verstehe das auch nicht. Und du möchtest irgendwie gleich wie dort wie demütig sind. Weißt du, was dort ist? Falsche Demut. Dort sitzt demütig, dort sitzt sei geistlich mit dir, aber alles, was dort ist Hochmut. Falsche Demut ist in Wirklichkeit Hochmut, stolz. Ich trage mich nach mit Geschmack an, da wollte mir irgendwie ein klein mit gedemütigt lohnen. Vielleicht mag ich mich nach mit dunkel antragen. Nicht so viel Blumen, nicht so eine klare Blume haben. Dann sitzt er später mit mir, dann sehe ich demütig. Das ist für mich etwas. Ich will irgendwie ein bisschen rebellisch in der Hinsicht haben. Ich lege alle Hand planen. Ich hatte ein T-Shirt. Ich habe mal gesagt, T-Shirts wären nicht wirklich, dort wieder mit weltlich. Und so, weißt du, was ein T-Shirt ist, nicht? Ein Polera, Remera, in Paraguay. Ich habe alle Hand gelehrt. Wegen dort Wort. Und dann hatte ich ein T-Shirt an, mit großen Bildern, ein Haus, Bugs Bunny, wenn ihr den haben. Und meine Mama, die glaubt ganz rein, dort haben wir es vom Teufel. So, ich habe nicht wirklich Freiheit dort unterhaben, aber mir ging es scheint dort unterhaben. Habe ich dort haben an, dann kriege ich Gas, der Sinnachschuld kommt, kein Eva. Und dann mich vermuten. So, nein, das ist für frei, die Geschichte. So, fertig tragen wir uns an. Wir tun Dinge an, das soll demütig laut mit uns, das wird soll demütig sein, das uns wird anerkannt worden. So, wir fingen einmal ein Bibelvers in der Bibel über Demut. Und ich will lange nicht alle anführen, aber ich will ein paar Stellen. Wir fingen in Jakobus Kapitel 5, Vers 1 Vers. Vielleicht haben wir den alle auswendig. Als ich in der Schule ging, dann muss ich, da wir ein Vers, was wir müssen auswendig lernen in der Schule. Jakobus 5, Vers 6. Ich weiß nicht, was der hier an ist. Der wird vielleicht mehr gut sein. Aber wenn ich Englisch wieder brauche, oder dort nicht alle korrekt nur lesen will, ich habe meine Notes alle in Englisch. So, ich wollte dann bitte übersetzen. Aber Gott hat genug, da sagt Gott, der zweite Part sagt, dass Gott, der wahre Stadt, der Hoffärtige oder der Große, der Stolte, aber der hat genug für die Demütiger. Hast du mal eben nur gedacht, was das wirklich meint? Gott wahre Stadt, der Stolte, aber er hat genug für die Demütiger. Wir haben meistens, als ich irgendwie, als ich was, der zweite Part von den Vers habe ich viel demütig. Gott hat genug für die Demütiger. Demütig. Wir wollen genug haben, demütig. Das wird demütig, das wird Gott so fertig gesagt, aber das ging alle an dort. Das soll demütig lauten, das soll demütig sein. Wir wollen nicht groß sein, nicht so. Groß sein wird auch, das wissen wir. Wenn irgendwer mit Stolz ging, mit Steil, die das sich groß. Wenn irgendwer ein bisschen rennt, großes schmackt Haus hat, das sind die Große. Haben Sie die mal groß genannt? Da war ein Lied, ein Predigtlied, in unserer Umgebung, wo ich auch war, der hat ein Haus. Und viele sehen, und dort Haus, wo ich nicht hingehe.
So eine große Lied, wo du hast nicht mehr zu tun. Ich ging toen aan, met mijn oude koor hield ik verder die stel. En dan wordt eine aan, so eine Lied sind ganz allein. Die sind gleich nicht groß. Den ihr hat, blad auch. So, verschiedene Wege, wo wir uns demütig holen, wir glauben demütig zu sein. Da denk erst, wenn du confident, wenn du die Sache bist, wenn du Sache denken, dass über die, wenn du ganz in gesundet Selbstwert hast, für so eine, wo du ganz unsicher sind, vielleicht glauben wir demütig zu sein, aber sind sie ganz unsicher, dass Selbstwert ist leer. To die Menschen sind dort, wenn du groß bist, wenn du die Sache feiern lässt. Die Herstell, die weißt, wer du bist, kannst du ganz ein feines Selbstwert haben, ganz gesund sein, brauchst du nicht stolz sein, aber das sieht von, du bist groß. So, was bist du dann? Bist du groß? Wo ich dann probieren, ja nicht zufrieden stellen und irgendwie raufreden, omdat ich in die Welt gehe, oder wo stehe ich? Demütig sein ist ein interessantes Ding. Das hat mit unserer Harteinstellung zu tun. Und wir wissen, dass das hart ist, so wird sich dort uitwiesen, so wirst du anfangen zu leben. So als der Mensch denkt, so wandelt er auch. Und so was ist dein Wandel von dir? Kijk bloß nur dein Wandel, da weißt du, was dein Denken ist. Und das ist, warum die Bibel sagt, wir sollen täglich unseren Denken erneuern. Wir brauchen das, solange es in so tun ist, weil sie finden erst, was uns Wort lehren ist und fair sein, fehlt uns dort, dass wir unseren Denken erneuern dürfen. So, als ich studierte über das Thema Bet, ich habe all für Jahre über das Thema neu gedacht. Besonders über das Thema von falscher Demut. Früher hat Gott mal über die falsche Demut, dann sagt er, wenn du was weiten, was falsche Demut ist, dann musst du erst weiten, was wahre Demut ist. So, ich muss mein Denken ändern und anfangen zu kicken für Demut. Anstatt bloß einmal kicken für falsche Demut. Früher kick dann ein Wiederbuch ab und will wundern, was meint Demut? Was meint das? Die biblische Wiederbuch sagt, dass Demut ist eine persönliche Qualität von einem Menschen, wo du wissen dass ich aufhängig von Gott sehe und Respekt für Menschen habe. So, wenn du beten das, dann ist das eine Form von Demut. Wenn du wirklich beten das ist eine Form von Demut, wenn du bist, du erkennst dort, dass ich einen Gott brauche. Insofern, du wir nicht beten, wenn ich pro selbst. Ich habe auch Probleme mit uns. Ich will alles selbst weiten, ich will alle Krieg weiten, für ich anfangen, dann wird es ausfallen. Wenn wir einen Mann-Encounter anfangen, dann will ich Krieg weiten, wird es ausfallen. Und dann, wenn ich hier in Bolivien schaffe, dann habe ich mit Kämpfen. Wie eins, hier in Bolivien, da die Menschen sich alle in der letzten Weg einschreiben. Und dann muss ich viel Glauben haben, dass irgendwie wird dort noch schaffen. Ich weiß nicht, wir haben all diese Ankosten, all gehabt. Ich bestelle alle Sachen. Und dann wundere ich, wie viele Menschen wollen einschreiben. So, ich muss einen Glauben haben. So, Gott prüft mich, ich lehre, Glauben zu haben, dass die Menschen wollen kommen. Und jedes Mal sind die noch alle gekommen. So, je fetter wir hier sind, je mehr Glauben habe ich. So wirkliche Demut kommt von einer Anerkennung und einem Bewusstsein, wo groß Gott ist. Wenn du unzufrieden bist und undankbar bist, das ist ein Zeichen, dass du nicht wahre Demut hast. Wenn es wirkliche Demut ist ein Zeichen, und das ist geboren von unsere Anerkennung, wo Gott groß ist, wo Gott ist, und dass ich aufhängig sie an ihm. Das bringt eine wahre Dankbarkeit raus.
Du kannst nicht undankbar sein und wirklich demütig sein. Grünzen und undankbar sein und immer unzufrieden sein, das sind Zeichen, dass du im Hort nicht eine wirkliche Demut hast. Das ist nicht eine Anerkennung, wo groß Gott ist. So, ich muss mich einmal fragen stellen. Wenn wir Jakobus 4 gelesen haben, dass Gott war der Stadt, der Hoffärtige, der Große. Oder Gott war der Stadt, der falsche Demut, wo er jetzt genug für die Demut. Wir fangen in 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5. 1. Petrus 5, Vers 5 hat gesagt, dass Gott war der Stadt, der Stolte, aber er hat genug zu der Demut. Na, der zweite Part, Vers 6 sagt, aber demütig ihn selbst, und ihr die Macht geholt von Gott, dort hat die Wort abheben. So, wer wird die verdemütigen? Du selbst. Gott war der Stadt, der Hoffärtige, der Große. Wenn du nicht demütig hast, wenn nicht Demut, die Worte Demut in dir hast, dann erst dort groß. Die falsche Demut, nein, ich dort von dir. So Gott war der Stadt dort. So wirklich wird die Gott die segnen, wenn du ganz undankbar bist, nicht demütig bist. Du gleichst dir Wort zu sein. Falsche Demut, die bringt die nur hoch oder nur rauf. Du redest bloß einmal von dir selbst. Du probst irgendwas zu tun, um hoch zu kommen. Oder du redest dir rauf, um seine Anerkennung zu kriegen. Zum Beispiel, wenn ich anfange, mit schlecht zu denken über mich, nein, das ist nicht so viel mit mir. Ich verstehe das nicht. Ich sehe so angelegt. Ich habe nicht fortbetet. Ich sehe bloß arm. Mit so einen Gedanken, die anderen ist, das sind Zeichen, dass du irgendwo mit Größe in dir hast. Mit Stolz. Das ist eine falsche Demut. Das sieht Geschmack. Das sieht vielleicht demütig. Aber das ist gewartet in Stolz. In was hoffärtigt. Ich finde, haben wir nicht ein plottisches Wort, was so fein dort erklären wird aus dem Englische. Pride. Aber das selbst ist dann hoffärtig oder stolz. Die wirkliche Demut, Gott sagt, den Jeft hat genug. Und Gott sagt nicht genug, der die verdemütigen und dort du die Schlagfeuer lässt, dort du diese Leerfeuer lässt. Und der hebt die ab und dort den Kopf gerot wird, abgepüßt wird. Dass die wundern, dass die Gleichsworte sagen. Gott sagt nicht genug, der demütigt die und die Leertachen und die abgepüßte Feuer. So, der Demütige hat Gott genug, aber der Stolte war der Städte. So, wirst du Gott gegen die haben? Nee, wir wollen nicht. So, was machen wir dann tun? Wir machen uns verdemütigen. Was tun wir dort? Die Bibel sagt, demütig die selbst. Dann wird Gott die abheben zu der rechten Zeit. So, wir wollen Luther damit sein, wo wir uns verdemütigen können. Demut ist nicht unbedingt wenig von mir zu holen, aber das ist weniger von mir zu denken. Hast du mal Menschen getroffen, die reden bloß von sich selbst? Du redest von Wort, dann sind die all von dir gekommen. Anhand der all der T-Shirt an und alles. Die kann alles, die weiten alles. Die sind immer fertig. Die haben immer noch all besser getan, als du hast. Die verstehen alles, weiten alles. So eine Menschen ist dort, geht nicht sagen, scheint tot mehr zu sein, nicht so? Zu mir, dort ist nicht, dort ist immer, die reden von sich selbst. Und viele Menschen, wenn du bloß von sich selbst reden, haben sehr wahrscheinlich in seinem Leben selbst wird.
Ik naam het aan een beetje als een Chihuahua-hond. Ken je een Chihuahua-hond? Dat is een klein hondje. Die baalt met alle geweld, brelt van wiet af. Wanneer je dichtbij bent en eenmaal in foto staat is, dan piept het tot een rand. Van wiet af brellen is, wenn ze maken zich zo groot doen met Emil, dat ze zijn zo klein. En zo alleen zelfs weer, niet zo? Zo, wanneer du een grote Rottweiler hast, die braucht nicht unbedingt unnötig. Aber ein jeder hat einen großen Respekt für den. So, der hat sich vielleicht groß, ich weiß nicht. Aber in Wirklichkeit gesündet Selbstwert haben und gesündet Demut haben, dort sagt Gott, den Jeft hat genug. So, ich will jullie hier nicht Schlagfeilen merken, oder ich will jullie nicht so merken feilen, dass jullie ganz verdammt feilen. Wir haben alle zu kämpfen mit dieser Demut. Das kann das kleinste Bett sein. Ich frage mich dann fragen, warum tue ich, was ich tue? Warum sage ich, was ich sage? Zum Beispiel, das Worship-Team hier wie boven. Sind sie demütig, wenn sie hier boven sind? Da stehen die doch so hoch. Well, das kann sein, dass sie demütig sind. Ich hoffe, sie sind. Aber das kann auch, dass sie wollen ungesehen sein, nicht so? Oder? Du, bist dort hängen, was unbedingt nicht gesehen sein. Meint ihr, dass du dieser demütig bist? Nicht unbedingt. Du fühlst dich so leer, du hast nicht einen gesunden Selbstwert. So, was tun wir dann? So, sie haben sehr, sehr viele Dinge, die in eine falsche Demut gewartet sind. Früher, wenn ich nach Jugend komme und du mich fastbar anbieten lässt, was sagst du dann? Leg, was ihr sagt, nein, ich habe nicht viel, was ich nicht anzubieten. Meine 2 sind ein bisschen angebrannt. Und das Eten hat nicht so gut gefallen. Die Bruden essen ein bisschen angebrannt. Und weiß nicht, was alle, nicht so? Vielleicht ist das Wahrheit. Und ich kijk du aan en dat zit alles zo schmeckt, dat is het beste wat ik kan denken. Aber du sagst dort wens, wenn du leer bist, ein klein bisschen leer, dann bist du demütig. Dann fühlt sich dort ein bisschen besser mit dir, nicht so? Oder meine ich vor, krüp in den Vorteil nicht stehen an, und das erste, was du sagst, ist, mein Vorteil ist nicht so rein von dir, so entschuldige. Und ich kijk rum und du hast nicht ein bisschen Stoff zu finden, das ist ganz rein. Wir fallen uns ein bisschen demütig. Ich will jeden bisschen demütig sein mit meinem Vater, nicht so? Wir haben alle verschiedenste Wege, wo wir uns proben, demütig zu holen. Nu, sollst du niemals nicht sagen, dass das angebrannt ist oder dass dein Vater nicht rein ist? No, wir kennen das. Aber die Frage ist immer, warum sagst du das? Ist das am Sein, dass du die Lehre reden wirst, dass die anderen die nach wollen loben und sagen, oh no, das ist ja sehr schmack, du hast über so ein schönes Eten gemerkt, das ist über so wunderschön. Du wirst gelobt sein, du willst redest du dir auf. Das ist ein Zeichen von einer falschen Demut. Wenn du das, dort leg reden, dort die Hubs, die wollen die loben. Oder? Die haben sie noch fair in die Kirche. Und du das sei dein, und weiß nicht was alles, dort Menschen, die wollen sein. Dort die wollen mit den Hecht gehoven worden. Die Motive, du hängen. Warum du das, was du das, dort ist der Faktor, ob du demütig bist oder nicht. Ich kann das nicht unbedingt sein. Ich will haben, du sollst dein in hier Ferien sein, und du hängen sein und schaffen und mithalten. Ich will haben, du sollst. So glaube nicht, dass wenn du mithalten lässt, dass das nicht ein Teken ist von Grotschitz oder falscher Demut. Unbedingt nicht. Du und Gott weiten dort. Und besonders Gott weiß dort. Ich weiß fertig selbst nicht. Die Bibel sagt, ich kann mich selbst nicht. Mein Hort, wenn ich glaube, ich weiß wer. Aber mein Hort verklärt mich. Der Heilige Geist weiß, was in mir steht. Dort, woran wir mit beten und Gott fragen, einmal warte, wies mich, kick in mein Hort und wies mich aus der eigenen Falschheit ist. Aber wenn ich einen säuerlichen Selbstwert habe, wo kann ich dann wirklich Gott fragen?
Wenn ich glaube, das ist nicht mit mir, das hält nicht mit mir, ich sehe dort nicht gelehrt, ich verstehe dort nicht. Ich frage die dann, wer sagt, dass die dort nicht verstehst? Wer hat gesagt, dass die dort nicht kannst? Der wollte die Bildschulden mit in meine Klasse nehmen, der hat dort auch viel gefragt. Und ich habe die Hand behalten. Wer sagt, dass du nicht kannst? Wer sagt, dass du dort nicht verstehst? Wenn die wird gefragt, hey, weißt du mal, für wen beten? No, ich verstehe nicht wirklich. Wer sagt, dass du das nicht verstehst? Hast du mal geprüft? Ich will uns Mut merken, in Gott wird uns halten. Der Demütige hat Gott genug, sagt die Bibel. Dann prüf. Steh ab. Du mal was nicht, was du nicht euer hast, was du glaubst, du verstehst das nicht. Und dort nicht denkt, dann wirst du dort niemals verstehen. So, prüf mal. So, wir haben verschiedenste Beispiele all gehört, wo was damit wirklich ist. Wir wissen, dass Jesus als uns perfektes, bestes Beispiel, was damit ist, nicht so? Wo das ist, wenn man leben wird. Hat Jesus sich ever raufgeredet? No, ich verstehe das nicht, ich kann nicht, ich soll nicht. Jesus, wie fängt das nicht so? Hat er sich wirklich abgehoben und gesagt, dass er wundert bloß, check mal nur mich, dass er sich mit abheben wird und alle soll arm sein? Jesus ist uns bestes Beispiel über dort. Matthäus 11,29 sagt, dass mein Joch ist leicht. Wenn sagt, sie sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sieht, er wird von Herzen demütig. So, wenn Jesus dort sagt, kann ich auch sein, ich sie von Herzen demütig? Eine Rose, wenn wir sagen, eine Rose ist Demut, und wir stellen da am Daschen, ob das alle Monate sitzt, als dort an Demut. Wenn ich nicht dran gehen und sagen, check mal nur mich, wie demütig ich sie. Ich glaube nicht, dass dort demütig ist. Aber ich glaube, die kannst bei dem Platz kommen, wo die kannst mit Wahrheiten sein, ich glaube, ich sie demütig. Nicht zum Puchen, nicht zum, dass die Menschen nicht sagen, nur mich gehen, aber wenn wir eine gesunde Selbstwert haben. Die Bibel sagt, wir sollen nicht leer von uns holen und nicht mehr von uns holen. Wurde damit als die so anchecken, als Gott die anchecken hat. Wir finden verschiedenste Beispiele in der Bibel, wo du sagst, wo Gott an ihren Andenken tun. Zum Beispiel die Geschichte von Gideon, finden wir. Gideon, was tut er? Mit Angst ging er im Loch, wo die Windrüben ausgedrückt wurden. Du im Loch in Halling, du ging er draschen. Wenn sie hat Angst, die Philister würden am sein, würden am dort alle wegnehmen kommen, nicht so? Dann kommt du ein Engel an, und was sagt der Engel zu ihm? Du machst ja Krieg. So, wir haben in Machia Krieg mit Angst, du in im Loch probiert zu tun. Das fleischliche sagt nicht, sagst du nur. Aber wo kriegt Gott am Non? Gott weiß, was er noch nicht weiß. So, Abraham hat keine Kinder. Dann sagt Gott zu ihm, du bist der Führer von großen Völkern. So, was sagt Gott zu dir, wer du bist? Wenn du was dort leben, was Gott lebt von dir, dort ist ein gesundes Selbstwert. Wenn du die so anchecken kannst, als Gott die anchecken wird, dort ist ein gesundes Selbstwert. So, wo checkt Gott die an? Frau mal, wenn du mit allein bist, frau den Helden Jesus und sag, komm, reden du mir. Und dann frau den Helden Jesus, was denkst du von mir? Und dann schrieb dort ab. Ich kann die garantieren, ich kann die wirklich garantieren. Der Herr Jesus wird die Dinge sein, wer du bist, was du wirklich nicht glauben wirst. Wenn sie haben alle zu kämpfen mit, dass ich nicht verstehe, ich sehe nicht wer,
Oder wir haben mit dich einfach mit hoch zu sein. Eine Worte Demut ist manchmal, das nicht ans Fleisch an. Wir sind entweder zu leicht oder zu hoch. Kleine Kinder, wo sind die? Reden die immer sehr leicht von sich? No, ich kann nicht. 2 Jahre Kind was Frauen. Die wollen gewöhnlich reich sein. Die glauben, oh ja, ich kann. Ich kann die Welt umdrehen. Ich sie geboren zum großen Dinge tun. Kleine Kinder, die hatten noch nicht irgendwie die Demut so gekriegt, als wir die haben. Nicht so? Oh, das hält nicht an mit die. Und wir Eltern proben die Kinder mit demütig zu merken und sagen, das nicht mit die. Oder, du bist so groß, nie wollen wir die mal wiesen. Und dann wird für Menschen, die in Holland schlecht gesagt, vielleicht die. Mir wird mal mit verdemütigt in der Schule. Die Geschichte habe ich auch vertellt. Ich will bitten, mein Körper, sie boven will mit Gott. Die wollen nicht so reich. Lehrer hat erklärt, was wir sollen diese Rechnung tun. Und dann fragte er, hat irgendwer eine Frau, was soll die tun? Dann habe ich die Hand ab und dann fragte ich weiß nicht, von was man tun. Hat Gerut erklärt. Ich habe nicht mal wirklich gehört. Der Lehrer äußert sich sehr über mich. Dann sagte, schäm die mal, sodass ihnen Haar und alles rot wird. Ich schäme mich dann, also gründlich sah. Aber das, ich verstehe, haben wir nicht das Rechten. So, die Menschen, die anderen Kinder, die hielten das alle. In den lachen dort im Bett. So, werde ich nun wirklich demütig geworden nur dem? No, ich werde verdemütig werden. Und dort wird immer eine Wunde im Hort geben, wenn jemand verdemütig wird. Wenn die früh, wie die Jas hast, und die früh, der den Mann nur aufreden. Mein Mann, der versteht uns nicht. Der weiß überhaupt nicht, was er tut. Oder der Mann, ich wünsche, ich habe uns eine feine Früh ist das, dass er so fein kerken wird. Das ist eigentlich, dass wir irgendwo ein klein bepüchsen wollen. Das ist eine Verdemütigung. Das wird den Mann oder die Frau nicht anheben, nicht Mut geben, nicht den Selbstwert anachten. Ich sage immer zu den Männern, wenn du eine Königin hast, wenn der Mann ein König ist, dann ist die Frau eine Königin, nicht so? Dann wirst der Mann, dann wirst die Mann der Königin die Krone geben, eine Prinzessin sein. So behandeln. In der Früh, wenn du einen König zum Mann hast, dann wirst du dir eine Krone geben. So, die an sich ehren. Für Menschen, besonders für Menschen, die nicht auftragen, nicht püchsen, nicht Negatives von ihnen reden. Und das wird leicht getan. Wir haben es auch zu holen, dass die falsche Demut, die wird, wenn ich glaube, der hält nicht viel von mir an, oder ich verstehe das nicht wirklich fein, dass ich irgendwie, wo Gott seine Ehe stehlen. Zum Beispiel, das Singen hast wunderschön geäuft und du bringst in Leutfair. Die Menschen klatschen und die loben die und Luther sagen, sie wo wunderschön sich dort gehört haben, wo Gott die singen kannst. Was ist deine Antwort? Dann würde ich sagen, weil Gott die ihr, dass wir nicht mehr über alles als zu Gott. Ist dort Demut oder ist dort falsche Demut? Wir haben gelernt, dass wenn ich was Gutes tue, dann muss das bis alles Gott sein und nicht mir, nicht so? Aber ich glaube immer, ich habe auch was mit zu tun. Wenn es nicht mehr wird, dann hat wir Kontakt, wenn wir sagen, das ist alles für Gott, dann hat wir Kontakt, bloß sein Gott hier, und ich singe die nur eins. Wenn nicht ich sie, dann hat ich nicht wirklich tun, nicht so? Ich habe mein Bestes getan, ich habe geäuft, ich habe mein Bestes getan, um diesen Vortrag zu bringen.
So, Dankeschön. Ich habe mich angestrengt. Aber in die, gibst du Gott zu ihr und sagst, Gott, ohne die kann ich das nicht. Dankeschön für das, was ich tun kann. So, wenn ich gleich sage, ich nehme die Anerkennung und gebe Gott die ihr. So, wird in die erst, was ich die looten. Aber wenn ich sage, no, das ist nicht mit mir, bloß Gott, wenn ich keine Angst, ich will Gott die ihr wegstehlen, will kostet die Gott was wegstehlen, wenn er das alle hat. Wenn Gott die alles gegeben hat, wo kostet das dann wegstehlen? Wenn Gott die alles gegeben hat die den Talent gegeben, hat die Guf gegeben, dann hast du Angst, du wirst Gott irgendwas wegstehlen, ihr wirst du wegstehlen. Johannes 17, 22 redet von dort. So, Gott wird niemals nicht die so leer merken, die so clean merken. Gott redet groot von dir. Er denkt groot von dir. Und so, wenn ich anfange zu denken, dass ich will große Dinge tun, ich bin geboren, zum große Dinge tun. Und die große Dinge dort kann, das meint nicht, ich will einen Klappen haben, Gott zusammen, ich will ihnen da Geld ziehen, ich will einen Freund haben, oder ein großes Haus haben. Die großen Dinge dort ist für die, wenn du ein Kind abtragen lässt, und dort mit Gott wiesen lässt, dann hast du ein großes Ding getan. Und wenn du 2 oder 3 Kinder hast, oder 5, und die alle nur Gott wiesen lässt, dann hast du große Dinge getan. Wenn du kannst den wiesen. So, viele früher fühlen sich so, sie kann nicht für Gott wirklich viel was tun, wenn sie waschen ab, wachsen die Winkeln, und merken das Haus einmal rein, und jeden Tag geht da drauf es nur rein. Ich tue nicht viel für Gott. Ich wünsche, ich kann was für Gott tun. No. Du das in eine sehr besondere. Du betest für das, Gott wird die Dinge halten. Denkst, wenn es hast dich über eine Person, hast nicht an dort gedacht, woran nicht? Gott sagt, hey, bet für die Person. Und du betest für die. Weißt vielleicht niemals nicht, was du wirklich passiert, als wenn es dein Gebet. Aber du hast was Großes getan. Du hast bis korrekt dort getan, was Gott will haben. Du bist gehorsam gewesen. Die Prediger, was geboren ist, der Evangelist, was du den Menschen zu Jesus bringen. Und du, was du gehorsam bist in dein Haus, sind rein Glicken wichtig für Gott. Der eine ist nicht besser als der andere. Du, man mich werden trösten mit, dass wenn Gott uns erst wird Lohn geben, entweder hier oder im Himmel, da wird alle abrechtigt. Der Kointe wird 100% reich ausgefällt worden durch. Und so, fehle ich mich vielleicht, dass wenn ich nicht viel beschäftigen kann, wenn ich nicht viel für Gott kann tun. Aber wenn du gehorsam bist, mit dem, was Gott dir anvertraut hat, dann tust du alles, was Gott von dir verlangt. Als das erst abwaschen oder als das erst predigen und evangelisieren. Was immer dort muss sein. Wir sind gehorsam. So, ich will uns noch frisch erinnern, 1. Petrus 4, Vers 5 sagt, dass er war steht, der Stalte, und je genug für die Demütiger. Dort warum, verdemütigt die selbst, und je die Macht von Gott, dann wird er die abheben, aber reicht es nicht. Demütigen, dass wir uns selbst demütigen tun. Das ist unsere Aufgabe. Jeder Tag, ich habe Ferien, muss Gott beten, wies mich. Ich will demütig sein. Ich will nicht Hochmut sein. Für einen Mensch, das mich, was fern angeht, was Dinge leiden tut, was kann hier boven stehen und reden für Menschen, der kriegt viel Anerkennung. Und das ist eine große Gefahr für so eine Menschen als dort, stolz zu werden. Wenn ich nicht ständig abhasse, dass ich nicht, meinen Kopfbluten abpusten von all der Anerkennung, was man kriegt, dann wo ich anfange abzuheben. Wir wissen, wenn eine Blues, was du Helium Gas, dann kriegt die Blues die Pflicht nachher nicht so.
En zoals dat moet ik oppassen, dat ik niet meins aanvang te geloven. Ik kan ook al wat. Ik verstehe ook al met wat. Ik verstehe ook al wat. Ik heb geleerd, God heeft mij gaven gegeven. En ik wil dus demütig mijn beste doen. Zo, ik moet ständig dafür zorgen. Zo meinst du. Dat we demütig blijven. Niet te leeg, niet te hoog. Dat we dat denken van ons, wat God over ons denken deed. Want Gott sagt, du wunderschöne Mama, du wunderschöner Vater, dann dort einfach bleiben. Wirklich dort bleiben. Ich sehe eine fijne Mama. Ja, ich kann nicht alles perfekt, aber Gott sieht dein Hart an. Gott sieht dein Hart. Welch hebben we ons dan verdemütigen? Een groot pot ist dankbar sein. Sei einfach dankbar. Wann die undankbar zu sein? In Krankendund in was für eine Situation du bist. Das kann immer schlechter sein, als wo du nicht bist. Das ist mein schwer. Zum Beispiel, wenn ich trade dann regnet, wie mit ich heul, mir wie den Blatt all langen und. Sei ich dann dankbar? Ich habe jemand gesagt, ich habe lange den Regen aufbestellt. Für 2 Wochen, weil wir hier schwach sind. Oder, was ist es? Wir müssen lernen, dankbar zu sein. In Krankheit, wo für eine Situation wir sind. Manchmal ist das, aber Großstone und dankbar sein, die kommen nicht so recht allein. Das schafft nicht. Großstone und Dankbarkeit, die sind ja, wenn ich nicht täglich in einer Stufe bin. Die kann nicht taub existieren, die kann nicht taub leben. So, dankbar sein, halt die demütig zu bleiben. Nächste Ding ist Gott für Hauptfrauen. Anerkennen, dass ich das nicht kann. Einfach wirklich anerkennen. Nicht Gott für Hauptfrauen in eine große Angst oder in eine große Not und praten, oh Gott, ich weiß nicht, wie das da, was du mir mal halten. Das ist nicht Glauben. Dat is angst. Gott hat mir immer gesagt, ich soll ihm Glauben beten, nicht uit Angst oder Not. Ja, ich sehe vielleicht in einer Not. Und Gott sagt auch, wir sollen rot mich an in unserer Not. Das war reich. Aber was uns trieft, haben wir wirklich Glauben? Oder dürfen wir bis in eine große Angst, in eine große Not noch am Schreien? Unglauben, also allmählich Gott hier gefallen, sagt die Bibel. So, wenn wir Gott anerkennen, dass mir fehlt an deiner Halb. Wenn die Bibel sagt, unarm, ich habe nicht tun. So, wenn wir dort einfach anerkennen. Und ein großes Ding, wenn du Trouble hast mit Stolz, mit der falschen Demut, dann du musst fasten. Einfach fasten. Sei die Dinge auf und geh nur Gott. Das ist nicht, dass Gott nicht was so viel nur die kommt. Oder dass du was, wenn sei erst all du. Aber du was von die, wenn ja antworten. Du was von die Dollar loslassen. Wenn du nicht eten was für mir der, dein Körper, der brellt und sagt, nu geef mir eten, mir hungert. Und du sagst, nope, das Körper wird nie gehorsam sein. Wir wollen Gott die Ehe geben. Gott wird mir fallen, nicht mein Eten. Dat ein wunderbares Ding, um uns demütig zu kriegen, uns durchzustellen, wo wir sollen sein. So, das ja Dinge. Wenn du alles getan hast, dann du das bekannt. Warum ist das als Eltern so schwer, nur an sich hingehen und sagen, ich will arg? Kannst du mir verzeihen? Das ist schwer. Warum? Du hast noch mit Hochmut in uns Beinen. Ich sehe auch was. Ich merke nicht Fehler, nicht so. Aber du mal, wenn nur den Nächsten gehen und wirklich sagen, ich will arg. Das tust du, dass wir arg sind, das ist auch eine Demut. Der Bruck, wenn es das Größte in uns, hat noch nicht Fehler getan, hat nicht arg gemerkt. So, unsere Sinn einfach bekannt. So, ich will schließen.
En ik vraag als du wat musiker ervan zijn, wat ze kunnen aanmerken. Haft, en ik wil het gebedsteam kunnen verder komen. Haft God ein Part von deinem Leben angerät, habt ihr ja die Gäste gewesen, wo der falsche Demut in uns noch lebt. Ich sehe mir sicher, der Herr Jesus hat geredet. Der falsche Demut ist noch Hochmut. Und so, der falsche Demut. Ich will haben, dass wir werden eine Antwort geben ab dort, was Gott uns gewesen hat. Responder. Wir sollen was tun mit dort. So, hier ist das Gebetsteam. Die wollen hier mit dir beten. Wenn die fällt, die was mit ihrem Glauben und dem Glauben kommen und nur Gott kommen. Wenn du in die Ferien kommst für Gebet, dann meine ich nicht, dass du so schwach bist. Oder dass alle uit ist mit dir. Auf keinen Weg. Diese sind hier heute, sie wollen mit ihrem Glauben und mit dem Glauben kommen und für Gott kommen. Vielleicht ist dein Glauben nicht dort noch. Du fühlst nicht, dass du irgendwas ist. Vielleicht ist dein Gebet, das spürt sich so, das riecht wird am Tag und dann kommt das Fußtree rauf. So fällt man manchmal. Das ist, warum sie hier sind. Sie wollen mit dir beten. Sie haben Glauben, dass Gott in die und durch die großen Dinge wird tun. Und sie wollen mit dir beten. So, ich will die Mut merken. Wenn Gott nur die geredet hat und du wirst gleich mit jemand ihren Glauben topstehen, nützt das aus. Wenn wir alle top abstehen, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns nicht durchlässt, wo wir sind. Du sitzt uns ganz aufrichtig an und du tragst uns, dass uns Dollar so sieht, als Jesus sieht. Dankeschön, Heiliger Geist, dass du in uns schaffen lässt. In jeder Person hier hast du von dir geredet. Zu jeder Person hast du was gesagt. Ich bete, dass wenn wir irgendeine Stelle in uns Leben mit der Worte Demut zu mangeln haben, wo uns das anfehlt, wo wir kartikum sind. Gott, wo du uns gewesen hast, wo wir mit dieser falschen Demut irgend proben, demütig zu sein. Gott, ich bete, dass du uns das Wort am Hart leihen. Wies uns, wo wir können wirklich uns demütig merken. Dass wir uns selbst verdemütigen für die. Für deine Mache Hand. Wens, wenn wir nicht tun, Gott, deine Mache Hand wird uns raufbringen. Aber du hast uns versprochen, wenn wir demütig sind, dann wirst du uns abheben. Du wirst mit uns sein. Aber wenn wir hochmutig sind, dann wirst du uns wahrer tun. Gott, wir wollen nicht die in uns haben. Gott, wir beten, du wies uns, wo wir uns können, reich für die sein. Gott, ich sehe jede Person hier, jede Familie, jeder einer wird hier zu gehen, als ich sehe in ihr persönliches Leben mit dir, Gott. Gott, ich danke dir für den ihr Hort. Ich danke dir für die ihre Seele, das Wort, wo sie stehen. Gott, dass du ihn segnen wirst. Ich danke dir, dass du ihn tragen wirst. Und ich danke dir, dass diese Umgebung, wo immer sie zu sind, ist eine bessere Umgebung, eine bessere Stadt, wen sie du sind. Ich danke dir, Gott, für den Unterschied, was sie merken. Dass wenn sie Tag für Tag ihren Sinn ernähren, dass sie aufrichtig und reich von sich selbst denken wollen. Ich spreche bloß das aufrechte Denken über jede Person. Nicht den Selbstwert, nicht den Hochmut, aber das aufrechte, rechte Denken, was du Gott uns geben lässt.
Sollst du uns anschicken das. Ich bete, dass du uns einfach wiesen wirst, wo du uns anschicken das. Wir leben die Gott und wir freuen uns, wo wir worden verwandelt worden, dass wir Dollar und Dollar so luten worden als die. Im Namen Jesus bete ich. Amen.